Vor mehr als 2000 Jahren hat im Morgenland ein junger Narr gelebt. Er hat die Leute zum Lachen gebracht, war verspielt und ab und zu sogar ein bisschen unvernünftig. Aber dieser Narr hatte einen grossen Wunsch. Er wollte weise werden und hat darum immer wieder über das Leben nachgedacht. Manchmal ist er spät am Abend ganz für sich allein auf einen hohen Turm gestiegen, ist dort oben abgesessen und hat über die Unendlichkeit vom Himmel gestaunet. Und er hat die Sterne so gern gehabt, dass er sie immer und immer wieder anschauen wollte. So haben in der heiligen Nacht nicht nur die 3 Könige Kaspar, Melchior und Balthasar, sondern auch der Narr aufzumal einen besonderen Stern am Himmel oben entdeckt. Der Stern ist heller als die anderen, hat der Narr gedacht. Das ist ein Königstern. Das bedeutet, ein neuer König ist geboren. Jeder König braucht doch einen Narr. Ich will den neuen König suchen und ihn fragen, ob ich ihm dienen soll. Der helle Stern wird mir den Weg zu dem Königskind schon zeigen. Er hat sich gefreut und dann hat er überlegt, was für ein Geschenk er dem Kind könnte bringen. Ausser seiner Narrenkappe, seinem Glockenspiel und seiner Blume hat er nämlich nichts gehabt, was ihm zum Verschenken gut genug gewesen wäre. Vielleicht, hat der Narr gedacht, hat es ja Freude an meiner Kappe, an meinem Glockenspiel und an meiner Blume. Und vielleicht kann er diese Sachen gut brauchen. Er hat seine Narrenkappe angelegt, hat das Glockenspiel in die eine Hand und die Blume in die andere Hand genommen und ist von daheim fortgegangen. In der ersten Nacht hat ihn der Stern zu einer Hütte geführt. In dieser Hütte ist er einem Kind begegnet, das hat gebriegt, weil es nicht mit den anderen Kindern rumgumpen und spielen. Es war gelähmt. Da hat der Narr gedacht, das Kind hat sicher Freude an meiner Narrenkappe. Und es kann die mehr brauchen als der König. Ich will ihm sie schenken. Der Narr hat seine Kappen abgezogen, hat sie dem Kind angelegt und gesagt, die schenke ich dir. Da hat das Kind nur so gestrahlt und hat vor Freude gelacht. Das war ihm Narr Dank genug. Er ist weitergewandert, das Glockenspiel in der einen und die Blume in der anderen Hand. In der zweiten Nacht hat ihn der Stern zu einem Palast geführt. In diesem Palast ist er einem Kind begegnet, das hat gebriegt, weil es die anderen Kinder nicht sehen konnte und nicht mit ihnen spielen. Es war blind. Der Narr hat gedacht, das Kind hat sicher Freude an meinem Glockenspiel. Es kann das mehr brauchen als der König. Ich will ihm es schenken. Er hat das Glockenspiel ganz nahe zum Kind hergestellt, hat darauf gespielt und gesagt, das Glockenspiel möchte ich in dir schenken. Da hat das Kind selber probiert zu spielen, hat nur so gestrahlt und gelacht vor Freude. Das war ihm Narr Dank genug. Er ist weitergewandert und hat jetzt nur noch seine Blume in der Hand gehabt. In der dritten Nacht hat ihn der Stern zu einem Schloss geführt. In dem Schloss ist er einem Kind begegnet, das hat gebriegt, weil es die anderen Kinder nicht hören konnte und nicht mit ihnen spielen. Es war taub. Der Narr hat gedacht, sicher hat das Kind Freude an meiner Blume. Ich will ihm die Blume schenken. Es braucht die mehr als der König. Der Narr ist mit der Blume ganz nahe zum Kind her, so nahe, dass es die Blume hat schmecken. Die Blume möchte ich in dir schenken. Das Kind konnte von den Lippen lesen und darum hat es verstanden, was der Narr gesagt hat. Es hat die Blume in seine Hand genommen, hat gestrahlt und vor Freude gelacht. Das war ihm Narr Dank genug.
Er ist weitergewandert, mit leeren Händen. Nicht weit vom Schloss weg ist er auf einmal stehen geblieben und hat gedacht, jetzt habe ich ja nichts mehr, das ich in diesem Königskind bringen könnte. Es ist allweg gescheiter, wenn ich umkehre und wieder heimgehe. Aber als er in diesem Moment zum Himmel schaut, hat er sehen, dass der besondere Stern noch heller leuchtet als vorher. Und er hat gespürt, dass er nicht umkehren muss, sondern weiter gehen darf, dem Stern nach. Der Stern hat ihn zu einem kleinen Stall geführt, und da ist der Stern stillgestanden. Vor dem Stall hatte der Narr 3 Könige. Auch sie sind dem Stern gefolgt. Gold, Weihrauch und Myrrhe fürs Kind haben sie bei sich gehabt. Und dann sind noch Hirten mit ihren Schafen gekommen. Auch sie haben Geschenke mitgebracht. Wolle, Milch und Brot. Der Narr hat sich geschämt. Er hat als Einziger kein Geschenk für das Kind gehabt. Wo die Königin und die Hirten in den Stall hinein sind, ist ein scheu hinternach. Der neugeborene König, das Jesuskind, ist im Schoss der Mutter Maria gelegen. Der Josef musste den Esel beruhigen. Der ist nämlich wegen diesen vielen Leuten im kleinen Stall unruhig geworden. Das Jesuskind hat angefangen zu brieken. Die Maria hat frische Windeln parat machen. Nur wer könnte das Kind während dem tragen? Alle waren mit Geschenken beladen und der Josef musste den Esel heben. Da sieht Maria im dunklen Ecken den Narr. Schüch und mit leeren Händen ist er da gestanden und hat nicht näher getraut. Da ist Maria zu ihm her und hat voll Vertrauen das Jesuskind in seine Arme gelegt. Das Jesuskind hat aufgehört zu brieken, hat sogar gelächelt. Der Narr war so glücklich und er hat gespürt, dass er von jetzt an in diesem neuen König möchte dienen und helfen. Und in diesem Moment hat er gewusst, dass er seine Narrenkappe, sein Glockenspiel und seine Blumen für das Kind hierher gegeben hat. Das Lächeln vom Jesuskind hat ihm Narr die Weisheit geschenkt, wo er schon so lange darauf gelangt hat.